Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline, das dazu nach Meir David. Unser Programm heute ist gewidmet der Thema 12. August 1952. Herzlich zu unser Schmues mit 2 interessanten Gästen, angeführt von meinem Schutter auf der Radio, Shalom Beinfeld. Wir haben 2 choshewe Gäste. Da ist Professor Gennady Estreich, was dient wie Professor von jüdischer Limudim in NYU, New York University. Jetzt ist euch ist alle Sommer in Oxford, ist euch verbunden mit sie. Und ist gewesen einmal ein Schreiber für das sowjetische Heimland. Jahrelang hat sind damals geschrieben für den jüdischen Vorwärts und ist etliche Mal gewesen ein Gast auf unser Programm, faktisch zu reden wegen der heutigen Thema, dem 12. August 1952. Und wir haben euch Jana Mazurkiewicz, was ist eine Kandidatka für ein Doktorat in University of Michigan. Sie forscht aus jüdischen Theater von die kommunistischen Ländern, speziell Polen, Warschau. Und sie fährt an mit der wunderlichen Organisation Jana, YAAANA.org, was ist eine heldische Organisation in der Zeit von der Magefa. Sie und ihre Organisation führen an mit wunderlichen Programmen, dachte sich täglich, etliche Mal am Tag, auf YouTube, Facebook und müsste mal anderswo und einmal öfter auf der Radio, auf den jüdischen Call, wie jetzt. Ist mit mir zu interviewen ist Professor Sholem Beinfeld, Professor emeritiert von Washington University in St. Louis und Mitchefredakteur von dem Arumnemek in Jiddisch-Englisch Wörterbuch. Sholem Beinfeld, bevakasha. Ich will anheben, Tage wie du hast damals mit dem Indien von dem Mannen, die Date von dem 12. August. Wie ich verstehe, hat Gennady Estreich sich beklagt, als es schon gemacht vergessen geworden, die tragische Date, und man merkt sie schon mehr nicht ab. Will ich eigentlich kodem der Mannen, als wir merken es da ja ab, aber ich will euch fragen, für was ist das weniger der Mond heutzutage? Ich meine, es ist weniger der Mann geworden. Erstens,
darf man sagen, dass mich hat es Niedermond euch in Sowjetverband war, bis im Jahr 1989, das gewesen nicht kein Thema, Bechlall, ja. Nur in dem Jahr hat man zum ersten Mal anerkannt, öffentlich, als eine Sache ist gewesen. Ja, mich hat veröffentlicht in Dezember, so Jahr 89, das alles in einem Journal, ja, und damals das geworden, koscher zu reden wegen dem. Früher das gewesen unmöglich, das hat nicht existiert, offiziell hat es nicht existiert. Ich weiß allein nicht, wenn ich habe sich gewusst wegen dem. Ich habe da geredet mit meinem Freund von dieselben Mekoimes. Ja, und was vernehmen sich euch mit solchen Sachen wie ich, mit sowjetischer Geschichte. Und keiner von uns hat nicht gekannt, sich der Monen wenn. Aber ich meine, es ist gewesen sehr spät. In Neuseeland ist das gewesen anders. In Neuseeland ist das gewesen, es ist eine kombinierte Sache. Von einer Seite ist das gewesen eine Zorre, eine Tragödie, und wegen dem hat man geredet. Von der anderen Seite ist das gewesen eine politische Sache, weil das ist gewesen ein Teil von dem, was wird angerufen, die kalte Milchome. Ja. Und das ist weg, weil erstens ist die kalte Milchome weg, öfter ist sie wieder mal, ja, hat sich bewiesen, aber in einander sehen. Die zweite Sache, was ist auch sehr wichtig, ist der Dor weg. In einer größeren Maße ist weg der Dosiker Dor. Ja. Also es ist vergessen geworden. In einer hübscheren Maße ist das vergessen geworden. Da und dort war der Welt ist der Mond, ja, aber nicht in demselben Vernehmen, wie es ist gewesen, wenn wir sagen, in die 70er Jahren oder noch viel in die 80er Jahren und viel in die 90er Jahren. Aber in dem Jahrhundert ist das ja, nicht so breit, nicht zu vergleichen, kleiner, schmaler. Ich habe gewollt wissen, Sie, das, was mir Pravet weniger dem Andenken von der sowjetisch-jüdischen Schreiber ist, ein Resultat von dem, was mich weniger verinteressiert in der sowjetisch-jüdischen Kultur bechlall. Ihr wisst, ich will sagen, eine peculiare Sache. Die Sache ist, als ich kann nicht sagen, dass mich hat sich stark interessiert euch früher. Mit der Kultur allein, mit der Literatur allein. Mich hat sich interessiert es ist gewesen, in einer hübschen Maße, das gewesen eine symbolische Sache. Und das alles ist fokussiert geworden, faktisch. 5 Namen. Peres Markis, David Bergelson und so weiter. Und ich hatte es doch angerufen, die Nacht von die Poeten, die Nacht von die 5 dragete Dichter, was ich meine, es ist nicht richtig. Und das ist nicht Joschel. Weil in der Dosiker Nacht, ob es gewinnt auf der Nacht, hat man erschossen 13 Menschen. Und wenn mir ruft an, die nur 5 von die Poeten, gleich wie mir stupt sie ab, wie etwas nicht so wichtige Menschen, die übrige 8. Was ist nicht Joschel, die Kinder? Mir gefällt nicht stark, oder der Begriff von die Poeten oder 5 Poeten. Ist mit die Poeten, hat sich bekommen so, als wer hat es geforscht? Sein gewinn, achutz die Poeten ist gewinn noch ein Schreiber der Nister, was mich hat ihm aufgenommen wie ein Zadek. Ist gewinn der Zadek. Ja? Weil, ihr versteht, mit die viele 5 Schreiber ist gewinn ein Problem. Ja, sie sind gewinn ausgearbeitet durch dem Regime, aber gleichzeitig sind sie gewinn sowjetisch. Ist wie so das zu neu aufbauen. Also sind gewinn sowjetische, kommunistische, also oder anders. Und in derselben Zeit seien sie gewinn Deutsche. Ja? Und das ist gewinn ein nemes Problem, wie also zu definieren. Also es ist gewinn ein Symbol от der 12. August. Aber zu forschen, wie viele Menschen haben geforscht? Keine Schmerz. Und noch etliche Menschen, ja, und so weiter. Also, das ist gewesen sehr begrenzt und ich kann nicht sagen, es ist geworden kleiner der Interesse. Ich meine, dass in einem gewissen Sinn ist geworden viel tiefer und stärker und viel breiter. Etwas ist eine Sache reingenommen geworden, schon eine tochige Sache. Weil früher das gewesen noch einmal mehr ein Symbol einer tochige Forschung
von die Schreiber. Ich bin sehr zufrieden, dass Ihr Damont Nister, was ist nicht gewesen zwischen den Herrigen von dem 12. August, nur ist gewesen arrestiert mit der Jahr früher, oder 1949 durch sich und gestorben in einer Lager, nicht geschossen geworden. Was ist erwartet von den größten Meister von der sowjetisch-jüdischen Literatur und durch sich forscht ihm allein. Er schreibt wegen ihm jetzt, oder hat die Idee auszugeben an Arbeit wegen dem Nister. Ich habe geforscht, ja, und ich habe viele mitredaktiert ein Band wegen der Nister, was ist alles in Oxford. Aber ich kann nicht sagen, dass ich bin so eine zentrale Figur in der Nister-Forschung. Ich habe geguckt auf der Nister nicht so wie mehr wie auf eine Figur der Forschung, die das, was ich habe geschrieben, wo ich habe reingenommen, das euch. Ich habe geprüft sich von anderen Kleiben in der Mythologie der Nister. Teilweise das gewinnt nicht bloß rein mythologische Sachen, und das hat abgespielt die Realkeit, aber in der größeren Masse das gewinnt Mythologie, es ist gewinnt etwas so, als ja, die Markisch, Pfeffer und so weiter, Bergelson seien gewinnt kommunistische, und es ist gewinnt wichtig zu finden eine Figur, was es gewinnt, also sozusagen rein von der Dosike Sache. Und der Nister hat sich geschnitten auf eine Figur, als auch mehr der andere. Er versteht, sie ist auch verbunden mit der Sache. Als Sache von dem Image, was ist geschaffen geworden, ist gekommen von den polnischen Schreiber. Die polnisch-jüdischen Schreiber, wo sie gewinnt bei der Milchome in Sowjetenverband, und dennoch seien sie Arois. Kiemat alle seien also oder anders Arois von dem Lebedike, und die, die seien Arois, haben sich weggesetzt, sind gewinn Schreiber, haben sie sich weggesetzt und angeschrieben wegen dem. Und aber als sie sich eine besondere Sache, wegen dem habe ich geschrieben, als sie haben sozusagen redaktiert sehr Biografie ganz oft. Und sie haben euch gebracht, also der Image von die sowjetischen, der Nister ist eine Sache, Peres Markisch ist eine Sache, und der ist eine Sache, und sie haben gebracht die Idee, als die sowjetischen Schreiber seien gewinn Marane. Also vom Stil seien sie gewinn anders. Ich glaube, als in der Emerson seien sie allein gewinn Marane, oder die polnische. Und das hat sie geholfen zu erklären, als wir sein, als das Leben hat uns also ein Stück getan, zu sein Maranen, sein wir Arois. Und mir hat auf dem euch demselben Termin, demselben Begriff, hat man euch übergeben die Sowjeten. Es ist ja viele bekannt, und das ist veröffentlicht, es ist gekommen ein neusländischer Schreiber in die 50er und hat genommen reden wegen der Maranischkeit mit der Almone von David Bergelson. Und sie ist aufgebracht geworden. Sie sagt, sie ist nicht richtig, sie sind nicht gewinn Maranen. Sie sind gewinn Tage übergegeben der Idee. Und er versteht, sagt sie, also ob sie sind gewinn Maranen, heißt es, als die sowjetische sind gewinn gerecht. Also sie sind still gewinn, ihr versteht die ganze Logik von der. Aber in allgemein ist der Image von der sowjetischen ist gekommen von der polnischen in der Größe. Und die polnische haben gebracht, und damit die Idee. Der Nister. Der Nister ist ein Zadig. Mama ist ein Zadig. Ich habe sich vernommen, aber eine Sache mehr hat sich vernommen, mit dem mein Freund und Kollege, auch von Michigan, Michael Krutikov oder Mischa Krutikov, bei ihm ist ein Buch wegen dem letztens, also ist der Nister ist mehr, das ist mehr sein Scheuer hier. Mein Scheuer ist warum der Nister hier. Und ist in der Emerson der Mensch, was ist mehr mit der Nister. Mir ist allemal interessant, als die Sprache in Marschberg ist, der erste Band ist heraus in 1939, in einer Zeit, wenn es so, also sozusagen gebuschelt der Proletarismus, und ist heraus mit der Buch wegen einer weiteren Zeit in der Stadt N. Mr. Berditschew in dem 19. Jahrhundert. Also als Mr. hat man gekannt, man schreibt wegen der Vergangenheit, hat man sich gekannt, der Leuten einander Zugang.
wie wenn man schreibt wegen der Wirklichkeit, wegen der jetzigen Zeit. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe sich geprüft von anderen Kleinen. Ja? Und wegen dem habe ich geschrieben. Ihr versteht, zu berechtigen, also zu sagen, den Fakt, was in der heutigen Zeit wird, der Mond, ist eine Sache, also eine jüdische Sache, ja? Tief jüdische und reich jüdische Sache, ein historischer jüdischer Roman, hat man zugetragen durch Bobbe Meise. Und die Bobbe Meise ist gewähnt, als Klomperst, als der Minister ist gefahren mit erneuter Ehrgeiz. Ich will machen das kurz. Und es ist gewesen eine schreckliche Zawirjuche, Winterzeit und so weiter. Und etwas ein Mensch ist gestanden auf dem Weg. Und hat ihm faktisch geraten mit dem deutschen Menschen, weil es gewesen, jeder Mensch ist schon gewesen auf der Freude. Und dennoch, wenn sie seien gekommen in der Stadt, hat der Mensch ihm gesagt, kann ich euch helfen mit etwas. Sagt er, bei mir liegt ein Xaviat von einem historischen Roman. Sagt er, ich will euch helfen. Und wie in einer achsidischen Meise kommt raus aus der Sache, als der deutsche Mensch ist gewesen, nicht damals ein Mensch, was ist gestanden. Aber ist gewesen ein Sekretär von einem von den Hauptmenschen im Sowjetverband, Kalinin. Ja. Also ist gewesen Kalinins Sekretär und dann kam das. Aber das im Ganzen Bobbe Meise. Aber das hat man übergegeben und das auch mal gedruckt. In der Emerson, keine Zufälligkeit ist nicht gewähnt. Die Zufälligkeit ist gewähnt, Posche, als in der deutschen Zeit, und das ist gewähnt in dem allgemeinen Kontext, was ist geschehen in der Zeit im Sowjetverband, mit der Kultur, mit der Ideologie, hat man sich eine Kerbe getan zur Geschichte. Geschichte ist geworden koscher. Und Geschichte ist geworden wichtig. Und in der Zeit ist gekommen der Roman von der Nistel und das ist geworden die richtige Zeit und der richtige Moment für also Sache. In dem Roman kommt als vor herum die Breslower Chassidim. Ja? Und interessant ist, die Breslower Chassidim seien im Sowjetverband, in der kommunistischen Ideologie, gewesen kemat koschere Chassidim. Weil man hat sich gehalten, als bei den Breslower Chassidim ist gewesen wichtig zu arbeiten. Also seien gewesen Chorepaschne Jiden. Und wie Chorepaschne Jiden seien sie gewesen kemat kommunistische Jiden. Ja? Und wegen dem hat man geschrieben, in seinen Reisenotizen Josef Apatosche, was ist gekommen in Sowjetverband, wegen die Breslower Jiden sehr positiv hat geschrieben, Ilya Ehrenburg. Also ist die Kombination, die richtige Zeit und die richtige Chassidim. Und der beste, und ich halte das, besprochen Maschwell ist der beste sowjetisch-jüdische Roman sicher, ist so, ja. In einer Maseldicker Show. Ja, der Mann, was jüdische Schreiber von Ausland kommen im Sowjetverband, die angesehene Gäste und haben oft geschrieben, ganz positiv wegen dem jüdischen Leben im Sowjetverband. Hat das zu tun, schon mit dem Fakt, dass man hat sie gedruckt in so vielen Exemplaren, sie sind geworden bekannt im Sowjetverband, mehr wie irgendwas anderes. Es ist, was sie der Sowjetverband ausgesehen wie ein fester Boden für die jüdische Literatur, in die 20er Jahren, wenn man sagt. Ich rede nicht von den 30er und späteren Jahren. Und die 20er Jahren haben viele die nicht kommunistische jüdische Schreiber gehalten, als die in einem gewissen Sinn ist die Zukunft von der jüdischen Literatur sicher fest in Sowjetverband, wo jetzt anders. Ja, es sind gewesen etliche Sachen, aber es sind gewesen sehr Leutgesang. Und ihr seid aber gerecht nicht nur Kommunisten. Ich habe den Mond Josef Apatosche, was ist zweimal gewesen in Sowjetverband, er ist nicht gewesen Kommunist, er ist gekommen in 28. und in 34. und hat geschrieben positiv oder ganz positiv. Es sind gewesen etliche Sachen, wo es sie ist gewesen zum Herzen zu sehen. Erstens, ihr versteht, von deswegen in Amerika sind sie gewesen Immigranten.
Und kommen die in Russland, ist gewöhnt zu kommen in einem gewissen Sinn heim, in dem Sinn von Kultur. Die Russischkeit. Bei mir geht es ist ein Buch, was ich habe angerufen, die Transatlantic Russian Jewishness. Ja. Und die transatlantische russische Russischkeit. Ja, sind gewöhnt verliebt, sagen sie, in etwas Tolstoi, in etwas Tschechow, in etwas Russischkeit. Ja. Seien sie gewöhnt verliebt, mehr wie in etwas Amerikanischkeit. Ja. Ich meine kulturell. Die zweite Sache, was ist gewöhnt für so wichtig, was in jenen Jahren, ja, haben sie gesehen, als im Sowjetverband, sind gewöhnt als auch junge Menschen, als auch junge Lehende. Was sie vielleicht kommen und haben geredet mit sie, literarische Abenden, literarische Begegnungen. Ja, Josef Apatosche erzählt, wie er hat also eine Szene in seiner Reise nach diesem, was er von Polen kein Sowjetverband und auf der Grenze gehen rein, die was zu inspizieren und bei ihm ist eine ganze Waliski mit Büchern. Er führt Bücher von Polen, was er raus, er führt Matones, ich weiß was. Und es geht rein einer und Offizier und sagt, wo ist das? Sagt er, das sind jüdische Bücher. Oh, ich rufe, ich habe einen Kollege, also, er ist mit mir, er ist Said. Kommt rein, der Kollege, oh, ich habe einen jüngeren Offizier, nimmt die Bücher und sagt, oh, das sind doch die Bücher von Apatosche, mein beliebster Schreiber. Sagt er, ich bin Apatosche. Ich verstehe, wo ist das gewesen? Ja. Aber da sind solche Sachen gewesen zum Halsen. Und noch eine Sache ist gewesen. Was der sowjetische jüdische Schreiber ist gewesen, ein Teil von der Schreibermischproche Bechlal in Sowjetverband. Das heißt, also ich habe gesehen, als ein jüdischer Schreiber hat sich gehabt mit der russischen Schreiber, mit der ukrainischen Schreiber, ich weiß, mit verschiedenen, mit der weißrussischen Schreiber. Der weißrussische und der jüdische Schreiber und der ukrainische Schreiber haben gekannt, auch seien Jiden hier und der russische. Ja. Aber nicht unbedingt, als sie seien also sozusagen besorgt von der Meluche und sie können sitzen und schreiben und gleichzeitig ist aber in Ausland das gewesen nicht so gering, ganz oft, ja. Also es ist gewesen für sie Chicago, es ist gewesen für sie sind gewesen Zufriedenes zusammen, aber gleichzeitig interessant, sehr wenig von sie seien gekommen in Sowjetverband. Sie fliegen kommen, schreien Bravo und so weiter und fahren zurück. Dort gezählte Menschen sind gekommen, ich weiß, etliche. Und die, die sind gekommen, sind bei der Klau gewesen, nicht von die größten Schreiber. Ich rede nicht wegen die, was haben sich umgekehrt. Ich rede wegen die, was haben schon lange gewohnt, ergens in Amerika oder ergens wo. Ja. Von der Größe, es hat sich gedreht, Ort wird Levi kommen in Sowjetverband. Viele sein Weib hat sich gesagt, du fährst, fahre ich mit dir. Ja, und so. Das ist keinmal nicht geschehen. Markic hat geprüft, einreden nach Patosche zu fahren, in Biробidschan. Gott sei Dank hat sich das nicht bekommen. Ihr versteht, von Adi, es ist gewesen, schön zu kommen, aber es ist auch gewesen, schön wegzufahren. Ja, also das nicht. Aber wie der Mann, solche, was sind weg und zurückgekommen. Also, versteht sich Bergelsson und durch sich da aufstehen von Eretz Yisrael. Und andere euch. Ja. Was haben gesehen, dass sich Möglichkeiten in Sowjetverband, was sie haben nicht gehabt, nicht in Deutschland und nicht in Eretz Yisrael. Ja, sicher. Und Markic hat sich umgekehrt. Ja. Und ja, faktisch, und Kwitka hat sich umgekehrt. Ja, faktisch alle, wir reden wegen die 5 Menschen und der Nister hat sich umgekehrt. Ja. Sie haben sich umgekehrt, weil wieder einmal, das ist gewesen, sie haben sich umgekehrt, ein. Und alle, was haben sich umgekehrt, es ist gewesen noch ein Sieb, also ich habe nicht gefunden für sich in Deutschland kein Covid, kein Parnasse, das ist eine Kombination von 2 Sachen. In Bergelsons Fall das ist ein bisschen anders, er hat sich umgekehrt ganz spät, im Mai 1934. Ja? Und das ist verbunden gewesen mit dem, was man hat immer durchgestuft von Berlin. Ja? In Berlin ist er gewesen zufrieden.
Aber wenn mich hat immer rausgestuft von Berlin, das ist schon gewesen anders. Ja, und schön. Und mich hat ihm aufgenommen wie ein Klassiker und also weiter. Hat man sich herumgetragen mit ihm. Aber Peres Marques und Kvitko und so weiter, von deswegen seien sie gewesen auf Zores oder Kemat auf Zores. Ich meine, Poschet mit Parnosse, das gewesen. Und Avade und Hofstein in Eretz Israel ist auch gewesen auf Zores. Ja, und bei Hofstein sind noch verblieben in Russland oder in Ukraine, richtig, zwei Sien von seiner ersten Frau, was ist gestorben. Das ist gewesen komplizierte Sache. Und der Nister ist Gott gewesen auf Zores. Wer hat gedruckt, der Nister? Wo ist er gewesen, dann ist er, von wann ist er zurückgekommen? Der Nister, Bergelson hat sich besetzt in Berlin. Und Bergelson hat von deswegen bekommen Geld von Schreiben früher von Vorwärts und später von Morgenfreiheit. Ja. Und er hat gekannt. Was ist wichtig euch, als ein Frau hat gearbeitet in der sowjetischen Ambassade und hat bekommen ein Geld. Und noch wichtiger ist es, als der Frau's Schwesterkind ist gewesen auf allmählicher Ried und hat sie gegeben, sie zu wohnen. Das heißt, alles zusammen hat es geholfen. Wahrscheinlich Kvitko und der Nister, das haben nicht gekannt, aussuchen für sich keine literarische Parnasse und sie haben gearbeitet wie Arbeiter in Hamburg. Dort ist gewesen eine sowjetische Firma. Und uns haben gearbeitet dort. Wie Arbeiter. Also es ist, und wenn sie haben sich umgekehrt, bei der Nister das gewesen nicht so vollgültig. Aber Kvitko ist gleich geworden, faktisch der verantwortliche Sekretär von dem besten literarischen jüdischen Journal in Kharkov, die Leute Welt und so weiter, gar anders. Also es, und Markisch ist gleich geworden, wie man sagt, auf Jiddisch, ein ganzer Yatibedam, ja, in Sowjetverband. Also. Wir hatten etwas wegen die verschiedenen Kufes von der Geschichte von der sowjetischen Literatur. In Anheben die 20er Jahren oder gleich nach der Revolution ist durch sich die Literatur gewesen ganz jiddisch. Sie hat sich vernommen mit die Pogromen von der Zeit von dem Bürgerkrieg, mit den jüdischen Leiden und mit einer gewissen Nostalgie vor dem untergehenden Städtel, was es gewesen sehr juckend. Aber später ist schon das geworden, man hat sie gepasst, dafür, was sie schreiben mit dieser Nostalgie und mit dieser sozusagen jüdischen Nationalismus. In die 30er, Anheb 30 und noch mehr, wenn die Medina hat sich hereingemischt, im Schreiberverein, ist die Jüdischkeit geworden schneller und schneller. Ja und nein. Ja. Aber das gewinnt sei wie sei voll und mit Jüdischkeit. Ja. Lass mir sagen, Bergelson hat sich umgekehrt und hat nicht aufgehört, hat genommen weiter schreiben. Beim Dnieper, es ist doch auch von Amol. Ja, er hat geschrieben. Und besser wollte er geschrieben von Amol, weil wenn er hat geschrieben wegen die sowjetischen Sachen, das geben einander, in der Hipster muss einander, und er ist nicht von den besten Bergelsons hier. Aber da hat man von sich der Wart Einseitigkeit. Und das hat man der Wart von allen sowjetischen Schreiber. Also mir soll sein, also zu sagen, einseitig und so weiter. Und es ist besonders stark, hat sich das gefühlt in der Prose, weniger in der Poesie. Die Poesie ist von deswegen gewesen mehr national und mehr und reicher und mit den Imagen und so weiter. Aber ihr seid gerecht, aber wenn wir lehnt die Prose sowjetische, aber gleichzeitig Kitakuk, wir reden euch wegen der Nistern, was in derselben Zeit so 30er Jahren hat er ausgegeben an nationalen Roman. Ja. Das heißt, das ist gewesen eine Frage, man kann sagen universale, aber man kann nicht sagen, als alles ist gewesen. Also. Etwas pflegt sich beweisen, noch gut, die Literaturkritiker haben das öfter definiert wie ideologisch nicht so gut.
Aber ihr versteht, es ist gewesen euch eine Frage, das zu teilen. Nicht die alle 30er Jahre, weil das ist gewesen ein Kehr in der zweiten Hälfte von den 30er Jahren. Und man sich erklärt dann wieder einmal zu der Geschichte. Weil, ihr versteht, bis herum 1935, viele der Begriff von einem Patriot ist gewesen Postel. Kein sowjetischer Mensch hat nicht gekannt sein, ein Patriot. Ein Patriot, was ist Patriot? Ein Patriot ist eine bourgeoisie Sache. Ja, Leute, die marxistische da. Aber unabhängig von der zweiten Teil von den 30er Jahren hat man als mehr und mehr reingelegt oder den Begriff von Patriotismus, von nationaler Kultur. Und Gita guck, wie man hat sich herumgetragen im Sowjetenverband mit Sholom Aleichem. Das ist doch eine ganze Industrie gewesen von Sholom Aleichem. Ja, wie man hat abgemerkt, seine Jubiläen, wenn ist gestorben, wenn ist geboren geworden, alles ist gewesen doch von Sholom Aleichem den Ganzen. Ja. Man hat übergesetzt, gedruckt und also weiter mehr wie Sholom Aleichem, und Sholom Aleichem hat nicht geschrieben, wegen der sozialistischen Revolution, ja, hat nicht bewiesen. Ja. Aber ist gewesen koscher. Und ist rein, also sozusagen, nicht nur in dem jüdischen Kanon, ist geworden ein Teil von dem allgemeinen sowjetischen Kanon. Pushkin, Dostojewski, bei den Grusiner Arustaveli, bei den Ukrainer Taras Shevchenko, bei ihnen Sholom Aleichem. Ja. Und man hat es übergesetzt und im Theater und so weiter. Also es ist gewesen ja und nein. Sie haben gewesen heiße Cap und sie haben gewesen etwas ruhige Cap und so weiter. Der Nister hat übergelebt und die alle Zeiten und geschrieben Seins. Ja. Mit Schwierigkeiten und so weiter, aber von dessen. Interessant zurückzukehren zu euren Bemerkungen, als es ist gewesen von den linkeren Kreisen und auch viele von ausländischen Zeitungen, aber Ausland hat geheißen Tag Polen, was der Hauptstrom von Menschen meinen als Warschau und Russland, das ist eine Sache, ein Block. Ich sage kurz, weil ich will es gerne so Möglichkeit zu sagen. Das ist eigentlich gewesen, also das ist gewesen Zitel. Bei manchen ist das gewesen eine linke Sache. Darum dem 12. August. Es ist gewesen eine ganze Diskussion in Vorwärts, darum der etwas, wenn wir sagen, peresmarkischen, zu definieren. Akkorden, die ganze Gruppe hat man gekannt definieren wie Deutsche. Ja? Und das ist eine wichtige Sache. Aber doch hat sich hereingemischt Sov-Kol-Sov. Und das ist merkenteil Anhieb 70er Jahren, wenn es hat sich geschaffen, die Bewegung für sowjetische Jiden und die Galte Melchom und so weiter. Und der ganze Begriff und das Symbol von dem 12. August hat sich sehr gut reingeschrieben in der Bewegung. Und es hat sich gebeten von den 70er Jahren, das gewesen, sei bei der Linke, sei bei der Rechte, öfter nicht bei alle Linke und nicht bei alle Rechte, aber von deswegen geht das rein mehr in dem Hauptstrom, wie früher. Ich will sagen, eine Sache. Ich bin ein Edis. Ich bin gewesen in den Polo Grounds, ein kleines Kind, aber ich gedenke das. Meine Eltern haben mich mitgenommen in die Polo Grounds zwischen die 50.000 Menschen, die haben sich gestuppt, zu sehen, pfeffern und mich holzen. Und ich gedenke sie. Es ist für uns gewesen ein lebendiger Simen von den Jiden in Misrach-Europa. Also sie leben noch. Es ist da, mit wem man sich zu verbinden. Und öfter wird die Jüdischkeit überleben, die Nazi mit nicht gewusst alle Details von dem Gruppen in jener Zeit. Aber ich wusste genug. Als das ist gewesen für uns, haben wir ein Stück Hoffnung, als wir wird das fort überleben. Aber ich gedenke bloß Pfeffer. Ich gedenke, ich bin sehr lebendig, aber ich gedenke, wie hat geredet. Aber das ist noch vorbeigehendig. Entfernen kurz kann man nicht. Misrach-Europa ist doch groß und die Situation in Russland und die Situation in Polen sind nicht gewesen dieselbe. Ich meine, dass in Polen ist alles gegangen zum Sov nur in 68, knapp alles.
Und früher ist das gewesen in ganzem anders, für die Poeten, für die Schreiber, für die Künstler, die nicht jeden seinen gewesen einmal Mekane. Also, sie sind nicht kein jeden und sie können nicht kriegen die Privilegien, die Dires und das Essen, was die jeden seinen haben gekonnt kriegen. Und das weiß man nicht. Und man hat noch eine Sorge wegen einem Symbol oder einem Stereotyp von einem jeder Kommunist. Man will nicht reden wegen dem, in Ganzem nicht. Es ist nicht geschehen, nur als auch jeden seinen gewähnt Kommunisten. Und es ist schwer zu vergessen, die Realität. Ich meine, einmal. Das ist eine ganz andere Situation in Polen und in Russland. Man kann reden schon lang wegen dem. Nur ich bin bereit zu entfernen die spezifische Frage. Stell mal Frage. Ich bin gewesen in Moskau in 1959 wie ein junger Student. In Warschau habe ich gesehen die Volksstimme. Was ist auch rausgegangen durch sich täglich in jenen Jahren. In Moskau ist in mein Hotel ist ein Kiosk, wo man hat ausgestellt alle kommunistische, die ganze kommunistische Presse von der ganzen Welt, aber nicht die Volksstimme von Warschau und nicht die Freiheit von New York. Das ist gewesen ein größer Unterschied zwischen zwei kommunistischen Ländern. In Polen wenig Juden, in Russland relativ, als Jeden, aber doch ist es gewesen eine andere Welt. Wie erklärt man das? No, man muss gedenken, dass zwischen Polaken und Russen hat man besser Krieg und sehr starker Krieg. Und man hat sich nicht lieb wegen historischer Siebes. Und auch Ida Kaminska hat nicht gekonnt, vorhin kein Rattenverband, kein Russland, keinmal nicht mit ihr Theater. Sie hat stark gewollt und ihre Mischpoche ist gewesen in Moskwa und in andere Orte in Russland und sie hat nicht gekonnt dort fahren und sie ist gewesen ein VIP, ja, von der Zeit. Was heißt das? Als die Grenze gewesen, eine Grenze und man hat nicht gekonnt gehen herum, also frei, wie man meint heutzutage. Und andere Sache, was man soll reden wegen dem, ist, als Polen hat nicht adoptiert dem sowjetischen Jiddisch, was man hat gehabt in Rattenverband. Man hat noch als geschrieben mit hebräischen Osies in Sachpublikationen. Das ist ein anderer Moschel. Wie also die Sachen seien gewesen anders, ja. Und ich meine euch, dass man es gewesen noch zu mehr von Europa. Der Theater ist gegangen, ist gefahren, kein Deutschland und kein England und so weiter, aber keinmal nicht in Mitteleuropa. Ja, das ist interessant. Sehr interessant. Nun, wir wissen, als in 1968 ist vorgekommen ein Überbruch in der Lage von Juden in Polen und Ida Kaminska ist weg von jüdischen Theater, probiert gründen ein jüdischen Theater in New York, von dem gar nicht da rausgekommen. Was sind denn gewesen die Sibbes für die antizionistische und antijüdische Redifes von 1968? No, ich habe geguckt auf Sachdokumenten wegen dem und man weiß noch nicht in ganzem Fall was ist das geschehen. Etliche Forscher meinen, dass das ist gewesen ein Befehl von Moskau. Andere meinen, das ist gewesen eine polnische kommunistische Regierung, was hat geheißen, jeden wegzufahren. Man weiß in ganzem nicht. Man hat nicht keinen Proof, keine Theorie. Und man hat gesagt, dass das ist gewesen als wegen Krieg in Israel, ja, und das ist angeheuben in 67, nicht in 68. Und man sieht das euch in Dokumenten, als herum 67 die ganze antijüdische Bewegung hebt sich an. Also die Spionen gehen herum und sie gucken, wo die Juden wohnen, was sie tun und so weiter. Das alles hebt sich an 67. Und
aber die genaue Sibes, man weiß nicht. So, das ist mein Antwort. Efter in ein paar Jahren wird man haben mehr Informationen. Sagt ja vieles, bleibt da Kasche. Und Historiker wollen das schon in der Zukunft besser verstehen. Aber der jüdische Theater, hat übergelebt dem Krise und ist weiter umgegangen mit anderen Akteuren, andere Firmen. Aber es hat schon gefällt der jüdische Eulen danach. Warte. Als der Eulen versteht nicht kein Jiddisch, man muss sich zuhören mit der polnischen Übersetzung. Ja, und man hat weniger und weniger Jiddischkeit Bichlal in einem Theater. Heutzutage hat man neue Pieces, mehr interessante Öfter, nur nicht kein Jiddisch oder kimat nicht kein Jiddisch. Wenn man meint, es ist nicht gedeiht zu vorstellen, die Pieces auf Jiddisch. Und das ist angeheuben in den 70er Jahren. Als Powolinke hat man gehabt weniger und weniger Jiddisch und mehr Polisch in einem Theater. Das ist logisch, aber ich meine, das ist nicht keine gute Sache für ein Theater Michlal, weil ob man tracht international mit Zoom und so weiter, es wollte gewinnen, Kidai zu Tage vorstellen, auf Jiddisch, nicht auf Polisch, ja. Ob die Menschen trachten wegen der Zukunft, die Zukunft und was wird sein Kidai. No, ich meine, das ist nicht keine gute Sache zu bloß vorstellen auf Polisch. Ja, aber von deswegen hat man gewusst in Deutschland, dass es da als eine Sache und das ist ein Kompliment für Polen, als sie tun das. Also sie wollen anhalten, ein bisschen die jüdische Kultur in Polen. Was hört sich mit dem jüdischen Theater jetzt? Wie ich verstehe, haben sie verloren sie auf Bingen. Ja, aber sie haben eine Sache Geld zu bauen, ergens anders. Und das ist auch eine interessante Kasche. Für was nur in Rumänien und in Polen, no, in Israel hat man auch ein Theater, aber mit einer anderen Geschichte. Für was die zwei haben übergelebt. Die Überarbeitungen von Systemen, von Kommunismus bis Kapitalismus. Man weiß nicht im Ganzen. Das ist eine interessante, komplizierte Frage. Nur ich meine, dass Polen darf haben etwas als Institution, weil man hat etwas eine Obsession mit jüdischer Geschichte, mit jüdischer Kultur. Either man hat es sehr stark nicht lieb, oder man hat es sehr stark lieb. Die beide seien ganz lebendig, die beide Gruppen, die Antisemiten und Philosemiten, seien ganz lebendig, noch als in Polen. Und man sieht das in der Regierung, man sieht das auf Universitäten und so weiter. Das ist eine feine Balance zwischen Antisemitismus und Philosemitismus, ich wollte gesagt. Und der Philosemitismus drückt sich aus in Liebschaft zu Jiddisch oder? Das ist ein bisschen Manie, als man meint, dass die Jiden seien die samen besten Menschen und die samen intelligentste und klugste und koscherste und so weiter. Man hat gar nicht in der Mitte, ja. Jeden seinen, die Menschen. Menschen können sein klug oder nicht klug. Aber was weiß man und was redet man wegen Dafke Jiddisch, die jiddische Sprache? Es ist ganz populär. Man hat doch ein Programm in Warschau in der Summe. Und es ist die billigste, ich meine, das ist das billigste Programm in der Welt, weil die polnische Regierung zahlt ein bisschen Geld zu stützen die Studenten. Und das ist gut für Polen zu organisieren als ein Kurs. Das ist etwas Gutes, was ist übergeblieben von den kommunistischen Zeiten, als die Regierung stützt unter kulturelle Organisationen. Nicht nur bei jedem, soll man wissen sein. Ja, nicht nur bei jedem, nur in Amerika, das ist nicht zu glauben. Und die Frage ist, was ist besser für Jiddisch? Was für ein System ist besser für Jiddisch? Was meinst du? Ich meine, nicht kein Stalinismus und nicht kein starker
Kapitalism ist es gut. Etwas, man muss haben etwas eine Balance, was man hat nicht. Im Ganzen. Das ist meine Meinung. Jana, kann ich bei dir fragen, was gedenkst du wegen Abmerken dem heutigen Tag, dem 12. August in Polen? Etwas, ein bisschen, eine Sache? Wenn ich bin schon lange Jahre nicht gewesen in Polen, aber ich denke, dass wenn ich bin gewesen ein Mädel, hat das, man hat geredet wegen dem in Gymnasien und später, allemal, jeder Jahr hat man gepravet, hat man gehört die Lektionen und man hat gelernt die Poesie, sei auf Jiddisch und sei auf Polisch. Das ist gewesen eine bekannte Sache. Alle Männer hat gewusst, jeden und nicht jeden. Das muss sein, was dann in die 90er Jahren? Ja, das ist gewesen 90er Jahre. Was ist nicht gewesen nach Kapitalismus? Das ist gewesen etwas am Mischmasch von Kommunismus und Kapitalismus. Ja, aber ich denke, das ist ganz klar. Man hat gewusst und man hat sehr gut gewusst wegen dem. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Winter vernachten auf russische Felder, wo kennt man sein Ernte, wo kennt man sein Ernte. A Pferdl an Altings, a Skripen der Schlitten, a Schlache verschneiter, und ich bin inmitten. Von vorn verspreit sich am Mietber am Eiser, und bei dort se seht is a zendiger Heiser, dort rämmelt a Chuter versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel viel Stäschkeller gehen. Jana, du hast euch nicht wenig genistet in die polnische Archiven, ja? Oh ja. Was hast du gefunden? Man schwimmt in die Materialien, man weiß im Ganzen nicht, was ist authentisch, was ist nicht authentisch. Ich muss sagen, aber als wenn ich gucke auf die Dokumenten, sehen sie aus sehr authentisch. Und als ich lesen sehe, kann ich hören die Menschen, was ich habe interviewt. Und es ist sehr, sehr ähnlich. Ich kann nicht glauben, dass das ist etwas ein Falsifikat, was ich lerne. Aber ich habe gearbeitet im jüdischen Theater. Ich bin gewesen Assistentin von Shimon Shurmiai. Und wenn ich lerne, was er hat geschrieben, es klingt wie als redet. Und dafür meine ich, das ist authentisch. Man kann nicht wissen. Was hat geschrieben, was man beschuldigt ihm, als das ist nicht er oder er liegen? No, alle Menschen hat geschrieben wegen anderer Akteuren, anderer Regisseuren. Und das ist gewesen, einmal zu kriegen eine größere Tiere, einmal zu kriegen etwas an Auto, einmal zu... das ist gewesen, etwas hat man gehört, etwas an Matone in Sinn. Aha, Massen. Ja. Und alle Menschen haben das getan. Das ist gewesen sehr traurig zu sehen, dass alle die größten Regisseuren und Akteuren, ja, sie traurig Indien. Was kann man tun? Also, Situation, ob man will haben ein jüdisches Theater, also so stark, als man hat keinmal früher nicht gehabt, keine große Organisation mit so viel Geld, ja, wie ein jüdisches Theater nach der Milchome. Hat man gemusst zahlen am Preis von dem. Aber ich muss sagen, ich muss sagen eine Sache, ich habe nicht gesehen, kein Dokument geschrieben durch Kaminska, Ida Kaminska. Ich sehe
Ich habe es nicht gefunden. Bis jetzt und ich habe analysiert 8.000 Dokumenten schon. Aber hat man sehr viel beschuldigt in Massen? Oh, ja, sicher. Aber ich habe nicht gefunden kein Dokument, was sie hat geschrieben. Gut. Noch nichts. Wegen keinem. Vergessen. Efter hat sie nicht gemusst, das tun. Aber sie sieht uns ganz rein in dem Plotte von Kommunismus. Sie sieht uns. Also. Aber ich habe noch nicht geendigt im Projekt. Ich meine, das ist nicht für ein Mensch zu tun. Aber es hilft, als ich habe gearbeitet im Theater, es hilft, das auch zu analysieren, die Dokumenten. Anders kann man nicht wissen, die alle Protein. Und ich meine, die kommenden Deures werden haben Zores wegen dem. Also ich habe nicht getroffen, die Menschen, nicht geredet mit sie. Es ist schwerer zu analysieren, die Dokumenten, also von den Kufen. Oftmals wegen dem Phänomen von virtueller Jüdischkeit in Europa. Das heißt, Jüdischkeit an Jiden. Klezmermusik, was man spielt es und man singt es ohne Ton, und die Sänger meistens verstehen nicht die Wörter, was sie singen, oder wenig. Und in Kroke und in anderen Städten hat man wieder mal aufgestockt im jüdischen Quartal und man kann essen jüdische Essens und man kann kaufen die Jaltkes von den chassidischen Typen und so weiter. Und das ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Indien, die Kommerzialisation von Jüdischkeit in dem Sinn. Ja, es ist die Mode. Die Mode ist solche, aber ich bin zufrieden, dass es geschehen, weil es hat inspiriert Bildung. Das ist gewesen ein Anhype in den 90er Jahren von einer größeren Bewegung. Ich meine, das ist gewesen ein kommerzieller Anhype von ganz anderen Sachen, wo es ist eine Renaissance von jüdischer Bildung in Europa. Und mir gefällt, dass es ist geschehen, danke. Gut, aber es ist nicht sozusagen ein Häusig. Das hat man euch. Ja, ich weiß, aber es hat eine positive Seite euch in derselben Zeit. Gut, lassen wir bald endigen, weil ich habe genommen eine Sache von einer Zeit, aber auf jeden Fall Österreich und danach Jana könnt ihr übergeben, was sind von euren jetzigen Projekten auf jeden Fall und wie soll können Sachen verbinden mit euch auf eure sozialen Medien oder was soll es sein, euch bewillt. Ich bin nicht kein Mensch von sozialen Sachen, ich habe nicht kein Facebook, zumal gucke ich allein in mein Vibes auf Facebook und sehe etwas, aber das ist bedeutet auch gesprochene Sachen. Ich schreibe jetzt und ich verende schreiben ein Buch, was ist die Geschichte von sowjetischen Juden in die Jahren von 1953 bis 1967. Das heißt von dem mehr oder weniger Moment, wenn Stalin ist gestorben, bis der Milchome in Israel, in Mizrach. Und das schreibe ich. Und wenn ich habe angegeben, das schreiben, habe ich viele nicht verstanden, in was für eine Pastke gehe ich rein. Weil koidem kol das die Tkufe, was ist weniger barriert wie andere Tkufes. Weil es ist dachte ich, Stalin ist schon gestorben, die Immigration hat sich noch nicht umgegeben, ist wegen was zu reden. Ja. Aber es ist da eine Sache wegen was zu reden, es ist da was zu reden wegen Polen, wegen der zweiten Repatriation von polnischen Juden in Polen, ja, was ich sehe wie der Monchip von der sowjetischen Massenemigration. Und, aber der Riker habe ich nicht verstanden, der Unterschied, weil früher habe ich geschrieben, Bücher fokussieren die auf etwas Thema, ich weiß, Moskau literarische, das Jens, aber da, wenn man nimmt das jüdische Leben bechlall, ist darf man sich voneinander glauben, in Birobidzjan, in die polnische Sachen, ich weiß, die soziale Struktur, die Frömmigkeit, ich weiß, die Bargiden und so weiter und so weiter, aber gleichzeitig gefällt es mir. Ja, weil es ist sehr interessant. Ich entdeckt für sich andere Sachen. Aber ich schreibe die Artikel, ich habe es
ich habe angeschrieben wegen wieder einmal die Polnische, was mir gefällt sehr, zu sein zwischen die Sowjetischkeit und Polischkeit, ja, wegen Herr Smoller wie ein Mensch zwischen die Polnische und die Sowjetische und andere Sachen, ja, wegen der Pariser Konferenz in 1937 und so weiter. Und ich sage, mein Buch geht raus im September, Transatlantic Russian Jewishness, das ist meistens dem Vorwärts in die ersten 50 Jahre von dem 20. Jahrhundert. Oder so. Gar interessant. Jana? Ja, ich bin sehr interessiert in Geschichte, nur der Ziel für was man darf sich auslernen, die Geschichte ist, was tut man in die Zukunft, ja, wie soll man machen als jüdische Kultur dann überleben. Auf Zoom-Tage und was ist interessant, dass mir hat noch als nicht keine Lektions für Kinderlich auf jüdische Lektions auf Zoom und wir arbeiten auf dem Projekt sehr stark. Wir haben eine ganze Bande von jüdischen Lehrern für Kinder. Also sie sollen sich auslernen Jiddisch und jüdische Kultur und ob MCR will sehr stark lernen, was gehört zu einem Radioprogramm, kann schreiben zu uns. Wir haben Stellen für Lehrer von verschiedenen Sachen. Und gibt es so gut eine E-Mail oder eine Webseite oder ja, Facebook? Kann schreiben zu info@yaana.com. Ja, und Webseite ist www.yaana.com. Das ist das. Und ein anderes Projekt ist euch dann interessanter wegen Theater auf Zoom. Wie soll tut man Theater auf Zoom? Nicht nur Vorlesungen von Poesie, von die Pieces und so weiter. Wie soll tut man Mamesh-Theater auf Zoom? Und ich führe eine Theaterwerkstatt, was schreibt sich am Sonntag. Und wir wollen zusammen schreiben eine Piece wegen Corona mit den Studenten. Das heißt, wird sein Creative Writing Werkstatt und wer soll zu schreiben, wer soll zu spielen und wer soll vorzustellen eine neue Piece auf Jiddisch. Heißt es also die Zukunft? Das sind die zwei wichtigsten Projekte, was wir haben. Ist die Zukunft von jüdischen Theater auf Zoom, meinst du, heißt es? Ich meine das nicht. Das ist nur ein Teil von dem Projekt. Projekt von jüdischen Theater in der Zukunft. Man kann das haben auf Radio, man kann das haben auf Zoom und euch persönlich, wenn man kennt. Ja. Sehr interessante Bemerkungen und ich habe sich als Sache Stadtmeister ausgelernt und unsere Zuhörer sollen sich euch auslernen. Wir sind sehr dankbar euch, Professor Estreich und Jana. Jana, helf mir heraus, was ist dein ganzer Name? Darf man gedenken? No, mein ganzer Name ist Jana Mazurkiewicz-Meisarosch. Schreckliche Meise. Gut, euch alle zu sehen und der Ricker, seid alle gesund. Danke. Dank. Eine feine Treffung. Seid schon gesund. Gesund. Versunken ich schnell zum jüdischen Heisel für Stäschkele gehen. A Heisel wie alle, nur größer die Fenster und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Weltel und klein ist mein Rädel. In 2 Wochen einmal von Chuter in Städtel. Und Bänken und Schweigen vom Felder, vom Breite. Von Wegen und Wege verschneite, verweite. Und Drogen in Herzen, verborgene Wehen, von Säumen, was warten und warten
auf Seen. Und tragen in Herzen verborgene Wehen von Säumen, was warten und warten auf Seen. In Winter vernachten auf russische Felder, wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte. Wo kämen sein Ernte, wo kämen sein